Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich für eine Emission vom 5. Dezember 2019. Die Kläschen war wie an den vergangenen Jahren zu Stesel auf Besuch. Viel Leute haben sich aufgehängt am Centre de Loisirs Norbert Melcher. Lieve Eltern, lieve Großeltern, die Damen und Herren, een schöne gute Mittag. Am Uferport dat Feier, de Wand die steht im Haus, mit trotz schlechtem Wetter hat auch die Kläschen sich das Jahr Zeit geholt, für bei den Steseler Kammer zu kommen. Und hat sich auch der Zeit angepasst und hat auf den öffentlichen Transport zurückgegriffen. Sein Gesell hat noch dabei, den ihm eine Hand aufpackt, auf jeden allem mal Heinz der Migraf durchgreift, wenn die Klänge ein bisschen zwiebelig gehen. Es leidet ihm alle Jahre um Herz, für persönlich bei der Steseler Kammer zu kommen, denn das ist ja aber gut Zeichen. Der Tisch, dass sie braver fleißig waren, mit vielleicht ein paar Ausnahmen, aber die will man mal einfach übersehen. Dabei sind wir aber auch immer angewiesen, auf Vereine für eine Hand mal zu packen. Das ist für allem die Harmonie, für den musikalischen Encadrement, Pompien, für das Kocht, dann Persch, Irma Norbi, die sind nicht wäsch zu denken, mit ihren guten panischen Mäusekuchen, Joyce, Starpep, Scouten, denen alle gut, auf ihren allem Erbruch, den Gemengen Erbester an der Administration, weil ohne die geht es doch nicht mehr. Denen alle gut ein herzliches Merci. Lieve Kläschen, mijn gezelden huizen, lieve Kannen, lieve Eltern en Großeltern. Dat is er een keer zo weit, dat is de klooster. Wir haben die ganze Woche mit Spannung darauf gewartet, ob die Kläschen noch das Jahr rumkommen. Wir waren als das nicht so sicher, aber Remenke wurde alle so gut geschickt, dass die sagt, wo wir Remenke gerade freigegangen ist. So Ihnen merci, dass Sie hier hingekommen sind. Gut gefeuert gesehen hier hin, aber einem exzellenten Chauffeur, den sich engagiert hat,
von der Stadt Lützeburg, wo ein performante Bus, der das Rheinerbrot wird, konnte ich nicht passieren. Und da war direkt begleitet von vielen Leuten, von vielen Kinder, die ich Weltum gehecht haben, die präsent sympathisch fand haben, die begrüßt haben, und ich weiterkehr hinkommen. Sie kommen. Damen und Herren, ich soll aber auch vielmals merci. Die Kinder, die sich engagiert haben, mit ihrem Lehrpersonal, mit den Scouten, für die Kleisten und die Hausiker ganz Gediegenheit zu empfangen, für einen flotten Empfang zu bereden. Und aber auch vielmals merci alle den Freien, die heute teilgeholt haben, für das Saal zu füllen, dass die Lesermenke für einen guten Zweck aus, und zwar für den Tricentenaire von Heerschrift, die Leute, die Männer mobil, die Männer gut gestaltet sind, können damit entgegenkommen. Die Kleisten sind aber ein Herz gelöst, dass sie das Woche nach Freitag, am 6. Dezember, nach einem Rum könnt, und wir doch gesund, da sollten die denken, die an der Welt nicht so gut gestaltet sind, und das wir dir am Überfluss kriegen, für dann die zu denken, für den noch etwas von der Matze. Gesund, auch ganz besonders der Harmonie, vielen uns merci für den musikalischen Enkadrement, was sich im Komitee die ganze am übrig fertig ist, das von der Preigauer, die als Süßschei haben, das soll das Enkadrement gut wird bieten. Vielen uns merci, liebe Musikantinnen und Musikanten, für ihre Präsenz. Und da kämen wir auch die Pompier, die das Jahr dabei sind, Freunde alle gut, von der Süd von Tricentenaire, Scouten Weltzeit, La Perche, Joyce und Dapper. Ich ging noch mit einem Venezianer, die bitten, dahin zu kommen, für den Scheck entgegenzuhören, von dem wir das Jahr gesammelt haben, und wünschen dir eine glückliche Hand bei der Umwendung von dem Geld von dem Business. Von daher, Madame Veneziano, vielen merci für Ihre Medien, ich bin am Tricentenaire, auf so gut weit. Meine Damen und Herren, danke, merci, dass da hingekommen sind. Und ich kann die Kleisten vor. Nein, Keier, neue Kanner. So war es besser, das höre ich nicht gern. Das ist in der Zeit für die Kloster. Und die Kleisten und die Hausiker sind heute mit einem schönen alten Bus bei euch hier auf Stesel an die Allhalle kommen. Es freut uns immer, wenn so viele Kanner mit ihren Eltern bei uns kommen. Weil, wie ihr wisst, die Kleisten aus der Front von allen Kammern. Ich wollte mich meine Ferien noch anschließen und alle Leute merci sagen, die beigetragen haben, für den Tag heute zu organisieren. Speziell die Pumpchen, die Scouten, die Kanner, der Kannerchoral und der Musik, die diesen Auftritt heute verschönert haben. Leif Kanner. Gesellschaft. Leif Kanner, lauscht an ein Keier. Lauscht aber noch ein bisschen nur, weil sonst, der guckt schon, den Hosiker, der guckt sich so alle an, die nicht folgen. Und ich meine, wenn ich aber gut geguckt habe, haut sie nicht mehr brav Kanner heim. Dafür wird er nicht viel Arbeit tun. Wir zwei kommen noch mal an Schulen und da werden wir gewöhnt gehen, ob Kanner auch gut aufpassen, allein. Bis die Kloster kommen noch ganz viel Arbeit. Mit Verdelen von Kadoen, Boxenmanager und Süßigkeiten. Und heute haben wir für die Freunde ein schönes Tietje abgebracht mit guten Sachen. Und ich hoffe, dass die Hosiker kein Rhythmus ausstehen. Die Kleisten und die Hosiker wünschen allkant einen schönen Kloster mit viel Frieden und all den Leuten, die heute hier sind, noch schon schön kräftig an der Gesundheitsjahr 2020. '90, 95 an 100 Joer sind wir an den letzten 15 Joer an der Maridoc
Filme gegangen. An der Mark Tyson huet eis immer höflich empfangen. Das Keier sind wir hier feiern gegangen. Der beleefde Direktor von Maridoc geht an Pension. Lieber Herr Tyson, wir sind heute für euch, Herr Tyson, Eddie am Merci zu suchen. Die hat gewählt, lo an Pension zu gehen. Die sieht zwar noch ganz gut in Form, an die meisten von uns Verwandten, die fanden nicht noch jung. Aber es gibt ja auch Leben nur der Erbecht. Und dafür wollt ihr Zeit tun. Wir sind heute für euch Merci zu suchen. Die hat bald 20 Jahre an der Maridoc geschafft. Die hat die ganz großen Changements begleitet. Es waren am Anfang 3 Ballunabhängigkeitshäuser und das lo ein einziger Betrieb. Damals war nach Amalhaus eine Kommunität von Schwestern und überall eine Operin, an der und ich an der Erbicht angefordert. Die wird mit angebunden an die wichtige Decision, das Schloss, wo wir hier sind, zu renovieren. Und es war für mich ein großes Sorge, dass die Bewohner vom Schloss sollte gut über die lange Zeit vom Chantier wegkommen. Dann haben wir decidiert, Marie Consolatrice zu renovieren. Was man sich gebracht hat, dass die Bewohner von dem Haus hier am Schloss angeplündert sind. Einzelne von euch können sich nach Dona erinnern. Das sind die großen Chantiers, das ist das, was ich von Bausen gesagt. Es gibt noch andere Chantiers. Pflegeversicherung, Assurance Dépendance, als angefordert ging. Und das hat sicher zur Qualität der Services beigetragen. Pflegeversicherung erlaubt uns auch, finanziell besser durchzustehen. Und dann kommt auf den Herr Reding zählen. Hier kommt vom Fach, einerseits im Pflegesektor, und hier nötig mit ganz viel Effektivität zur Seite gestanden. Dafür hat der Conseil d'Administration auch keine Minute gezickt, für den Herr Reding zu ihrem Nachfolger zu ernennen. Die hat immer einen guten Draht gehabt zu der Gemeinde Stesel. Und dafür freuen wir uns auch, dass der Herr Burgmeister nachwärts kommen. Seht ihr, ich kriege das aber gut gedreht. Ne? Der hat alles da. Herr Burgmeister, ich habe gerade gesagt, Herr Tyson hat immer einen guten Draht zur Gemeinde gehabt. Der hat auch einen guten Draht zu den Bewohnern an ihre Familien. Am Kaffeeschelchen hat er ja einen kleinen Abschiedsbrief geschrieben. Und an dem so dann, dass die menschlichen Relationen mit den Bewohnern und mit ihren Familien echt ganz viel Bedeutung. An den Eko war auch ganz positiv. Die sieht als freundlichen, feinen und hilfsbereiten Direktor rüberkommen. Die hat Versicht immer Unheil zu holen und der Trauer von den Familien, wenn sie einen Stirbfall hatten. Die hat wirklich Zorg, dass als Bewohner sich wohl spüren an unseren Häusern. Und die Sorge, die hat auch und alles mit der weitergehen. Und ich kann nicht mehr sagen, sie versichern, an dem Geist von Offenheit und Dienstbereitschaft weiterzuführen. Am Namen von der Schwester von der Doktrin Chrétienne, am Namen vom Verwaltungsrat von der Maridoc, am Namen von allen Bewohnern, an ihre Familien, sagen wir Merci für die geleisteten Dienste und für alles, was ihr für uns Leid an uns Häuser gemacht habt. Wir wünschen euch von Herzen eine gute Pension, viel Frieden mit der Familie und nach weiter Großreisen, weil das gehört ja zu dem, was ich viel Frieden möchte. Und ich meine, Schwester Elisabeth, als Präsidentin von der Maridoc, sie überreicht sich an dem Sinn ein Envelope. Was euch Verhältnis so geht, Marc, du mit mir und nicht mit dir, hat ein ganz weise Schwester ein Keier, das muss so im 2007 gewesen sein,
zu Eis 2 gesot, und du kannst dich bestimmt erinnern, ich zitiere, egal was geschieht, die 2 sollt gut vor exzellent Summe schaffen, es soll kein Zigarettenblättchen zwischen die 2 passen. Ich meine, das tut mir gekriegt. Die eine kann ja besser, die andere kann ja manner gut, so wie ein guter Stot. Wo ein Jahr alt mal heinz du nie den saß, aber wo ein Jahr mal heinz du vorrichten muss zu. Marc, am Fond, wo mir immer kommt, egal, da wen lo recht hat, du op dem Mengendossier, ich op dem Männerdossier, Kompromisse fanden, und das ist immer zum Wohl von der Lebensqualität von unseren Bewohnern. Das war, als bleibt als prioritär Ziel hier in der Maridung. Wir können also allen 2 zu der Schwester sagen, die hier bannen lassen, wir sollen nicht wählen das. Mission accomplie dem noch. Marc, ich war persönlich froh, mit dir zusammen zu schaffen. Am Namen vom ganzen Personal so ich dir merci für die schönen Jahre, die wir hatten. Schau dir eine neue Etappe für den Juni. Schon mal so gelos, du hast so manche Responsable, die du gut kannst brauchen, angeboten, für dass sie sich bei dir können melden, wenn sie ein Rot bräuchten. Und ich will dir sagen, dass wenn es dir ein Kehr langweilig an der Pension geht, oder wenn du ein Kehr nicht weißt, mit der vieler Zeit ein Besuch zu fangen, dann sollst du wissen, dass man doch immer benevol Leute mit auf den Nerven fängt. Die wird dann Nathalie, die verrichten noch ein kleines Kado von uns, dem ganzen Personal. Wünschen dir am Donnerden wollen wir, wie gesagt, als Merci konkretisieren und streichen. Vielmals Merci für das, was da gelebt wird. Und selbstverständlich an der Pension, eine Schreibpension, mit einer Frau, mit den Kindern, mit einer Familie zusammen. Ich will nicht von Hobby, dass der 14. jedenfalls soll der Hobby der Satisfaktion bringen, dass lang nach lang an der Pension viel Frieden ist, dass die sonst genießen. Ja, wo von den Gelegenheit profitieren. Die Welt, wie sie eine Erfahrung bräuchte, im Success war richtig. Ich war in der akzeptiert, Fußstadt, wo macht ihm auch glücklich Hand zu wünschen, an den Fußstapfen weiterzuführen, im Bund Chance wünschen, am Ende vom dritten Alter, von den Leuten, die hier sind, vom Personal, von allen Bürgern, denen die so hier schaffen, die nach Hause kommen, wie gesagt, und Chance macht an viel Success. Macht dir danke, merci für alles. Ich meine, das ist ein ganz schwerer Moment für mich. Ich habe schon ein paar Worte präpariert, die ich wollte nicht erzählen. Ich habe schon das einfach von meiner Cousine ein Karte für mein 60 Jahre geschickt gehabt. Und da hat sie da geschrieben: Bienvenue au club des sexagénaires. 2 tiers de ta vie sont accomplis. Le 3e sera le plus surprenant, und so weiter. Also ich bin mir schon bewusst, dass ich an der 2. Halbzeit bin. Auch von dem Moment bestimmt verschlafen ging, wie der nur gepafft ging, wie die 2. Halbzeit gegangen ist. Aber dass ich am letzten Drittel soll sein, damit sind ich noch nicht d'accord. Da werde ich mich eben nach Matana mit Feist wehren. Ich muss auch so, dass die ganze Planung von meiner Pension ein bisschen auf den Kopf gedreht ging. So hatte ich mir auf jeden Fall den letzten Tag für einen nicht vorgestellt. Ich habe mir immer gesagt, den letzten Tag, wo du musst arbeiten kommen, da gehst du richtig dahin. Und den Tag danach, da schläfst du dich mal gut aus. Und daraus sage ich auch nicht, weil morgen Mittag, da feiere ich dann zusammen mit meiner Familie. Die nächste Woche, da wollte ich meinen Tag holen, wo ich alles nachdenken, was in die letzten 20 Jahre falsch gemacht wird.
Nachdem es von Jevelo alles geheiert tun, geht vielleicht durch mit einem halben Tag durch. Und dann haben wir einen halben Tag gewonnen. Und dann wollte ich mich eben dann ein bisschen kommen lassen. Ich wollte nicht mehr eine Woche lang. Weil dann wollte ich eben da richtig losgehen. Weil da fängt ich uns zu trainieren. Wir vielleicht mal ein Kehr auf die Kilimanjaro hochzuklammen. Aber wie weiß, Herr Noah sind auch froh, wenn in die Steseler Birch kann hochklammen. Und da ging ich mal Ausstellungen angucken. Ich gehe Konzerte lauschen. Ich lese Bücher. Und ich hänge noch daheim die Wäsche ab. Das mache ich nicht ungern und ich weiß schon, wie das geht. Vielleicht kann ich auch mal umgestellt. Und das ist da schon bald eine Strophe, dass ich mal an den Kaktusack kaufen muss. Aber wenn dann auf der Familie nach Zeit übrig bleibt, da kann es sein, dass ich auch mal mit dem Lauf und mit der Miss am Parkpferd spazieren gehe. Oder dass ich mal mit der Rikscha fahren komme. Even immer, wenn die Batterien voll abgeladen sind. Nicht, dass es mir ein Kehr passiert, dass ich mit den Leuten zu Bretten hängen bleibe. Und dann muss ich den Rest vom Weg bis auf Peestriff nach so zurückpedalieren. Merci an die Gemeinde Stesel, Herr Bürgermeister, der Chef der Gemeinderat, und alle Mitarbeiter und Vertreter. Es war, wie der Kleinfried schon als Sängerin gesagt hat, ein ganz schönes Zusammenarbeit, die wir die letzten 20 Jahre gewohnt ist. Merit auch die konnten immer auf die Gemeinde Stesel zählen. Sie hat das bei verschiedenen Bauprojekten, wo sie uns unterstützt, und beim Bereitstellen und Abrichten von Material wie Zelter oder Bänke für die ganze Gruppe von Festen, die wir alle Jahre organisieren und die wir all die letzten Jahre organisiert haben. Aber doch in Zukunft sind ich überzeugt, auch werden sie weitergehen. Präsenz vom Herrn Bürgermeister und einer Vertreter von der Gemeinde haben auch immer ganz hoch geschätzt und auch ganz schön fand, wenn als Leute hier 90 Jahre gefeiert haben, 95 Jahre, sogar 100 Jahre. Und neuerdings, wie es scheint, geht ihr auch schon bei die 60-jährigen Wünsche. Besonders, mir nicht nehmen, und also Herr Bürgermeister, beim Jampi kann ich ja nur sagen, da habe ich mich ganz gut verstanden. Und die Zusammenarbeit, die war so eng, dann hat nicht viel gefehlt, und nicht viel auch gut ging. Eben nicht mehr eins da, und noch nicht mehr am Gesicht. Merci an die Schwestern und an den Conseil d'Administration. Du musst entschuldigen. Das könnte man eins tun, der lässt vier, das scheint so ein Alt, also erscheint bei mir zu sehen, dass die Stimme wohl fortgeht. Und da kommen eins doch noch ein paar Drüpsen an der. Und dann noch ein paar Sekunden, da geht er wieder nicht besser. Merci für das Vertrauen, das mir all die Jahre geschenkt hat. Autopsie am Kultursaal zu Stesel, mam Michael Turpel. Text Jem Schuster, Musik Georges Urwald. Du kannst dich nicht mehr mein Papa erinnern. Du weißt, du noch zu klein. Mein Papa hat kein Kabelbinder am Haus. Und ich rebelliert habe, dass ich nicht ganz traditionell gebetscht und du nur an die Keller gesperrt bin. Du nicht dich nie dürfen mattuellen. Am Keller war ich eine guter Gesellschaft. Meine Mom
hat all Summer 100 Gläser Mirabellen angeweckt. Oder ist da 1000? Nein, es waren da 100.000, es schwere nicht. Mirabelle waren Menge Leidensfreund. Ich konnte mich frei am Keller bewegen, Mirabelle waren Dürbel angesperrt. Am Keller, am Glas. Ich habe bei all Kellerasyl ein Pokal abgemerkt und die kleinen 6 Prisonnier befreit. Nun Essen habe ich Stein an den Splicken von der Kellermauer verstopft und ich habe gewählt, bis sie lauter Mirabellenbäume rausgewurzt sind. Mein Papa war kein Erziehungsexpert. Wenn er mich an den Keller abgesperrt hat, da war für ihn das Problem gelöst. Am Anfang mystische Merci so. Am Mirabellenbonner habe ich viel über mich selber gelernt. Leben als ein Kehlespiel. Du bist entweder ein Kehl oder ein Klatz. Ich war meistens bei den Kehlen. Wenn ein Klatz geholt kommt, dann ist er voll am Flattern. Wenn ich immer bei den Klatzen war, dann sind ich sicher am Kullern gelandet. Wenn ein Klatz am Kullern landet, als dann der Klatze schaut oder der Kehlspieler singt. Mit 4 habe ich ein Pop vom Kläsi gekriegt. Sie hat Lisi geheischt. Und ich stehe an das Bettchen gelöscht und dann hat sie dann so gemacht, als sie hat geschlafen. Die blöd Kuh. Ich konnte nicht schlafen, wenn meine Mama mich gelöscht hat. Ich habe nicht lange geschaut. Das aber keiner mal gucken kann. Ich habe den blöden Lisi dann ausgepickt, wie zu gucken, ob er dagegen war Wäsche. Die hat einfach blank weitergepennt. Meine Mama hat da gesagt, das kann das nicht normal, wenn ein Sänger Pop dann auspickt. Da bin ich doch sein kleines Brüderchen. Schat, nie Brüderchen. Wollte ich? Schmengen nicht. Aber ich hatte ein Glas voll Mecken ohne Fliegen und ein Kaffeestöß voll Kieberlecke mit 3 Beinen. Ich habe Viren an 2 gerammt und ich habe Fraschen abgeblost, bis sie geplatzt sind. Das war anatomisch gesehen viel mehr interessant, wie so ein blöd Pop, den mir Streu am Bauch holt. Ich kann nicht kein investieren. Ich habe den nicht gepengert. Ich habe experimentiert. Viel dabei gelehrt. Ich habe rausgefunden, dass ein Mick besser am Christ, als wenn es dann nicht mehr eklige rausrabst am Platz allen 2. Beim Kieberlex-Popcorn habe ich gelernt, dass es besser als den Deckel und Dippen zu lassen. So sprangen die abgeplatzte Karkassen raus und da passte mir lang und gerne putzen wie mit Grillen. Die dick, schwarz Mischkruvler platzen am besten. Himmelsdeherrscher, kannst du vergessen, nicht genug Substanz. Kieberlex kommt, oder das nicht krumm. Ich lohn Haut, für dich ob Traum. Kieberlex sprach, hab es der Paar, los als Kruffel Popcorn man. Du hast nimmer mehr Iflileck, o du Ärmteierchen, kannst du nicht mehr an den Himmel, vor dies Himmelsdeierchen. Wurm, Fiemchen, oh, wat bist du so allein? Stehlen dich, du Fiemchen. Du warst jetzt zwar wie klein, aber nicht mehr so allein. Das war als Emission für Haut. Wir sehen als das schon ein Kerem, den 20. Dezember. Da sind wir da schon ein Spieler vom Christmarkt beim Kulturhaus. Ich so nicht für Haut, merci für das Gucken, aber bis ganz geschwind.